Grüß euch miteinander und herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama aus Bern. Heute berichten wir aus der Hauptstadt. Hier haben sich nämlich 6 Berner Tourismusgrössen getroffen und die Frage diskutiert, wie weiter nach der Krise. Und wir machen Abstecher auf Wengen. Taxi Wegmüller stellt nach 40 Jahren den Dienst ein. Zuerst aber noch Aktuelles aus der Region, kurz und kompakt für euch zusammengefasst. Olympische Winterspiele 2022. Joanna Helen ist 6. geworden. Nach der Corinne Sutter, die Gold geholt hat, ist Joanna Helen die zweitbeste Schweizerin in der Olympia-Abfahrt. Die Lenkerin hat das Startticket erst am Vortag mit der Trainingsbestzeit bekommen und ist mit 1,29 Sekunden Rückstand jetzt 6. geworden. Sie sichert sich damit ein olympisches Diplom. Unter bestimmten Umständen wird das Einbahnregime zu Thun aufgehoben. Jetzt hat der Thuner Gemeinderat das erste Mal definiert, dass wenn die temporären Sofortmaßnahmen zur Verbesserung des Verkehrsflusses in der Thuner Innenstadt und am rechten Seeufer nicht zufriedenstellend sind, das Einbahnregime versuchsweise für maximal 6 Monate aufgehoben wird. Wengen. Die PET-Sammelstelle am Bahnhof wird aufgelöst. Nachdem vermehrt Köder im PET-Sammelbehälter am Bahnhof entsorgt worden ist, hat sich Coop dazu entschieden, die Entsorgungsmöglichkeit aufzuheben. Einzig im Supermarkt selber kann weiterhin PET entsorgt werden. Ein Haufen Branchen haben in den letzten Monaten eine schwierige Zeit erlebt. Hart getroffen hat so die Tourismusbranche. Nächte hat es in der Hauptstadt darum eine Podiumsveranstaltung gegeben. 6 Berner Tourismusgrössinnen haben die Frage diskutiert, wie weiter nach der Krise. Klar ist, auf die Betroffenen kommt viel Arbeit zu. Wie sieht die Zukunft des Tourismus im Kanton Bern aus? Ich glaube voll ganz an die Zukunft des Tourismus im Kanton Bern. Wir haben einen wunderschönen Kanton, vielseitig, für jeden Geschmack etwas und wirklich gute Leute, die hier viel bewegen. Und von dem her bin ich sehr sicher, dass es sehr gut kommt. Ja, sicher ändern sich Sachen, aber das Leben ist auch Veränderung. Nichts bleibt, wie es mal war. Wir haben heute geredet über Digitalisierung, Thema Nachhaltigkeit, Individualtourismus. Aber ich denke, wir haben die Antwort und wir können vor allem die Antworten gemeinsam finden auf die Herausforderungen. Wie sieht die Zukunft des Tourismus im Kanton Bern aus? Ohne Glaskugel und Kaffeesatz. Ich bin sehr, sehr optimistisch. Der Markt wird sich erholen. Wir haben gelernt aus dieser ganzen Krise. Gäste kommen gerne zurück. Wir sind auf einem neuen Level. Also ich bin sehr zuversichtlich. Die 2 Jahre sind nicht spurlos vorbei. Also man hat sich selber auch hingefragt. Man hat auch geschaut, was haben wir richtig gemacht, was nicht. Und ich glaube, da hat sich in der Gastronomie viel getan, wo man sich wirklich jetzt verbessert, wo man sich angepasst im Bereich Arbeitszeitmodell, Arbeitsmodell allgemein, aber auch im Gastgebertum. Gewisse Veränderungen werden bleiben und ich, wie gesagt habe, bin zuversichtlich, dass die positiven Veränderungen bleiben und die negativen verschwinden. Gut, weil die landschaftliche Schönheit mit dem Oberland, mit Bern, aber auch mit Biel, mit dem Seeland, kann keine Covid-Krise wegnehmen. Darum bin ich sehr zuversichtlich, dass, wenn wir die Covid-Pandemie im Griff haben, wir mit unserem Tourismus wieder schweizweit und auch weltweit erfolgreich werden operieren. Die Veränderung sehen dort drin, dass die Individualisierung zunehmen wird. Das heisst, man muss Angebot machen, auf einzelne Personen bezogen. Man kann nicht mehr das grosse Massengeschäft verarbeiten, sondern die Stärken liegen in der Individualisierung des Angebots. Von der Hauptstadt geht es jetzt in ein gemütliches Bergdorf, auf Wengen. Dort war 40 Jahre lang das Taxi Wegmüller unterwegs. Der Betreiber Hans-Jörg Wegmüller und seine Frau Froni haben entschieden, dass sie nach 4 Jahrzehnten den Betrieb einstellen. Wir schauen zurück. Ich bin Froni Wegmüller. Wengen. Und ich bin der Mann, Hans-Jörg. Jetzt mein Ding war, ich bin hier 9 Jahre zur Schule und nachher habe ich das Bauern gelernt, bin vom Hondrich aus in Jura hinterher. Dort haben wir einander lernen kennen.
Wir haben dort junge Rosse gemacht und weil wir unsere Rosse immer in Jura verkauft haben, haben wir natürlich die Verbindung zu diesem Glückiger. Und sie war dort im Tierraum. Hat dort das Tierraum geschmissen und ich den Stall und eben mit der Rosse gearbeitet. Und dann sind wir zurückgekommen vom Jura, nach diesen 6 Jahren, und haben, du bist dann hier im Service ein paar Jahre. Und ich war hier bei ihm angestellt, als Chauffeur. Und nachher habe ich mit 29 haben wir dann selber Geschäfte. Haben wir das Taxigewerbe gemacht. Weil das hat es einfach gebraucht, schon dann. Aber wir haben Mühe gehabt, wir haben wirklich Mühe gehabt, bis dass wir das nicht dürfen. Ja, und nach diesem Rückblick schauen wir jetzt vorne auf das Wetter. Wie es da aussieht die nächsten Tage, das erfahrt ihr jetzt von unseren Kollegen von Meteor News. So viel für heute. Uns gibt es morgen Abend wieder. Und noch mehr spannende Artikel findet ihr auf unserer Webseite jungfrauzeitung.ch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Das ist Ihre Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Ganz herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Ich grüße Sie heute aus dem verschneiten und sehr grauen Kandersteg. Ja, heute befindet sich unser Land noch im Einflussbereich von einem Höhentief, wo aber im Verlauf des Tages in Richtung Osten abzieht. Nachher wird die Luft in der Höhe aus Westen wieder milder und wir befinden uns morgen und am Donnerstag in einer milden, nassen und recht windigen Westlage. Morgen starten wir wiederum grau und nass in den Tag. Die Schneefallgrenze ist am Morgen auf rund 1000 Meter. Dazu messen wir rund 1 Grad von Thun bis nach Meiringen und in Grindelwald wachen wir zu 0 Grad auf. Am Nachmittag bleibt es trüb. Die Schneefallgrenze steigt auf rund 2000 Meter an und auf den Bergen bläst ein stürmischer Westwind mit Böen von über 100 km pro Stunde. Dazu ist es mild. Wir messen bis zu 8 Grad in Thun und 5 Grad gibt es in Gstaad und in Adelboden. Am Donnerstag geht es unbeständig weiter mit vielen Wolken und wiederholten Schauer. Schnee fällt am Morgen erst ab ca. 2000 Meter. Bis zum Nachmittag sinkt dann die Schneefallgrenze auf rund 1500 Meter. Auf den Bergen ist es weiterhin stürmisch, bis sich dann das Wetter auf den Freitag beruhigt und wir können einen schönen Tag mit einem freundlichen Mix aus Sonne, Wolken und frühlingshaften Temperaturen erwarten. Auf den Samstag wird es dann wieder wechselhaft mit Schauer und Schnee ab rund 800 bis 1000 Meter. Der Sonntag sollte dann immerhin trocken bleiben, bevor dann auf den Montag die nächsten Niederschläge kommen. Ein bisschen genauer können wir das aber schon bald voraussagen. Fest steht, morgen ist Hudelwetter angesagt. Ich wünsche Ihnen auch mit Regen und Schnee ganz einen schönen Abend. Alles Liebe und bis gleich. Ade miteinander.